Er war im Kleinen ausgesprochen sparsam, Ja. glaube ich manchmal. Gibt es da eine Geschichte, mit der Sie das ein bisschen deutlicher machen können? Wo er gespart hat und wo nicht? An sich selber hat er gespart. Er war außerordentlich bescheiden in seiner Lebensweise. Ich bin ja im Dritten Reich öfters in gefährlicher Mission unterwegs gewesen und musste dann, manchmal kamen die Züge mit großer Verspätung an, oft zum Mittagessen hinaufkommen. Das Mittagessen war so einfach, dass Sie sagen würden, da wäre mir in der simpelsten Kantine nicht zufrieden. Saure Kartoffelrädle, ein Seidewürstle und Kresse aus dem Garten. Und als Nachtisch vielleicht gestandene Milch. Oder wenn er auf dem Jagdhaus war, war seine Lieblingsmahlzeit gerissener Hafer, also Hafer gerissen, der leicht angeröstet und mit Milch zu einem Brei gekocht wurde. Also er war an seiner eigenen Person äußerst genügsam. Also er war ein großer Anhänger einer naturgemäßen Lebensweise, auch einer naturgemäßen Heilweise. Aus diesem Grund hat er ja verhältnismäßig früh ein homöopathisches Krankenhaus, das ja keineswegs immer da oben stand, wo es jetzt steht, hat er ein homöopathisches Krankenhaus begründet, im Einvernehmen mit seinem zum Beispiel auch in diesen Dingen engsten Berater, dem Herrn Walz oder seinem ersten Privatsekretär, dem Herrn Schlossstein. Und er hat sich selber sehr an diese Dinge gehalten. Er hat so naturgemäß, wie es überhaupt ging, hat er selber gelebt und war ein großer Anhänger, vielleicht ein bisschen zu einseitig, der Homöopathie. Ja, naturgemäß gelebt heißt es, dass er sich sein Müsli bringen ließ mittags, oder wie ist das zu verstehen? Müsli hat es damals noch nicht so gegeben wie heute, aber er hat ganz bestimmt also nicht so das Übliche zu sich genommen, sondern möglichst auch ein kräftiges, gesundes Brot, einfach natürlich, naturgemäß. Und die Kleidung? Er hat lange Zeit, hat er ja die jägersche Kleidung, nicht bloß hat er das nicht nur auf die Unterwäsche beschränkt, sondern er hat auch äußerlich so eine Art Bleidesanzug getragen und sah da natürlich ein bisschen merkwürdig aus. Seine Kollegen in der Unternehmerschaft, die haben halt manchmal über ihn geschmunzelt oder hinter vorgehaltener Hand gelacht. Aber später hat er sich dann einigermaßen unter dem Einfluss, glaube ich, auch seiner zweiten Frau ein bisschen an die allgemeine Kleidung angepasst. Aber in keiner Weise so, dass er irgendwie das Bestreben hatte, bei gesellschaftlichen Ereignissen nun besonders elegant aufzutreten. Das passte überhaupt nicht zu ihm. Alkohol hat er auch nicht zu sich genommen, Wein? Nein, ich habe ihn eigentlich nur gelegentlich mal aus Höflichkeit einen Schluck Wein nehmen sehen. Er hat nicht geraucht und er wurde dennoch sehr alt. Er wurde trotzdem sehr alt, ja.